Dit is de Brigaradio CHPD 107.7 FM met Onse Jeschicht. Dit is de geschicht van de oud-kolonie Mennonieten, die in de 1920-jaren van Canada naar Mexico trokken, en van deze afschnitt verhandelt George Rampel, de schrijver van de geschicht, meer van wat er nu teruggekomen zijn van Latijns-Amerika, hier in Manitoba, Canada, doen. Ik zie Rampel en ik wens je een goede ontvang. Onse Jeschicht No. 80. Ditmaal vertellen we nog meer van wat hij van Mexico en van andere Latijns-Amerikanische landen terug naar Manitoba gekomen Mennonieten en den ook komen hier schaufen en ook wat ervan wat deze hier in Manitoba vergeschaft hebben en so weiter. We hadden laatst mal davon geredet, dat aan de Kanadische scholen aan die van Latijns-Amerika teruggekomen Mennonitische kinderen veelmals gepickt wordt. Ditmaal vertellen we nog een beetje meer daarvan. Zo'n pikken aan nieuwgekommene kinderen geeft dat vielleicht meest irgendwo. En aan de Zuid-Manitoba-scholen is dat voor die van Latijns-Amerikanische landen teruggekommene kinderen van daar al veel anders geworden als dat mal weer. Maar in de 1950, 1960, 1970 jaren geeft dat aan deze scholen ook veel te veel zo'n pikken aan nieuwgekommene kinderen. En nu een klein beetje van onze zelfgemerkten half englischen en half deutschen woord pikken. We hebben ons al eenmaal gezegd dat die plattdeutsche Mennonieten sehr rood zijn aan onze eigen woordmerken. En van dem englischen woord pick hebben we ons dat woord pikken gemerkt. En dit woord gebruiken we op verschillende wegen. We zeggen zum Beispiel, ik wil die oppikken, oder ook, we hebben ons wat uitgepikt, oder ook, pikt u me dit oder dat op, oder ook, zoals we dit woord wiederholt gebruikt hebben, kinderen pikken aan andere kinderen. En dat Engelse woord pick aan kan kritiseren bedeuten, kan ook krijgen oder merken meinen. En wanneer we reden van kinderen pikken aan andere kinderen, dan meinen we kinderen merken andere kinderen, oder vielleicht noch mehr kinderen mishandelen andere kinderen. En zo'n pikken doen niet maar kinderen, dat doen ook erwachsene mensen. En dat passiert niet maar in scholen in Canada, maar ook in mennonitische dorpsscholen. En dat passiert op arbeidssteden en irgendwo. Niet maar in Canada, maar ook in mennonitische dorpen en kolonieën in irgendeinem land. En dat zal, wanneer we vredelijvende Mennonieten zijn willen, nog niet bij ons rum hebben. Nu wordt dat terug nog wat onze Mennonieten in Manitoba schaufen en wat voor geschaften die hier eten en zo weiter. Aardige van die van Mexico teruggekomen arbeiders wonen in zo'n fabrieken als EEE Recreational Vehicles, Lord King Industries, Monarch Industries, Integra Castings, Alan Winkler, en Farm King en Marden arbeiden. Die zeggen mij dat de arbeiders in deze fabrieken über de helft zijn wonen entweder mal zelfs van Latijns-Amerika terug naar Manitoba gekomen zijn, oder van denen ook komen zijn. Grotendeels zijn de fabrieken arbeider mannen, maar er zijn ook vrouwen en meisjesman. En ähnlich zo is dat ook in zeer vele andere fabrieken en handelsgeschäften, niet maar in Winkler en Martin, maar ook in Plum Coulee, in Altona, en op vele andere steden in Zuid-Manitoba. Ja, zeer vele van onze naar Manitoba teruggekommene Mennonieten arbeiden in de vele verschillende Zuid-Manitoba-industrieën. Vele van onze Mennonieten arbeiden hier in Manitoba ook voor de vele verschillende bouwcontractors. Andere zijn zelfs bouwcontractors oder subcontractors. En zijn arbeidgever geworden, wonen ook vele van onze Mennonieten arbeidgeven. Zoals David Ginter Construction,
George Kran, Henry Kran, Peter Craker, Peter Ginter Construction, New Style Concrete, Modern Concrete Works, John Henry Concrete Works, Frank and Pete Construction, Conpile Construction in Altona, Prairie Concrete, Weeb's Concrete Works, Compile Construction in Altona, Modern Concrete Work, G-Line Building and Concrete in Plumcooley, Raymond Construction, George Claassen Construction en vele verschiedene andere. Nog andere van Latinamerika teruggekommene Mennoniten, Egnen en Winkler en omgehend zo'n geschäfte aus Hillcrest Memorials in Schanzenfeld, Jake Giesbrecht Custom Welding, Dig All Construction Limited, Mix All Concrete, Winkler Concrete Limited, Winkler Concrete Pumping, Winkler Construction Limited, Walls Auto Sales, Winkler Overhead Doors, Margles Custom Framing, Schmidt Sewing Machines, Sunny Day Products, Winkler Softline Fabric, Olan Winkler, Weeb's Fabric and Gift Shop in Rheinfeld, Image Flooring Incorporated in Winnipeg en nog vele verschiedene andere. Vele van onze terug naar Manitoba gekommene Mennoniten arbeiten hier entweder wohl als Mechaniker oder haben selbst Repair Shops, zoals Thiessen Automotive, John and David Incorporation in Steinbach en verschiedene andere. En die reparieren de Lied ihre 40 Jahren Vormgelegschaft. Noch andere von unseren Mennoniten arbeiten hier wohl in die verschiedenen Welding Shops in Fabriken aus Welders oder Schweißer oder haben selbst Welding Shops in Merken oder reparieren allerhand Sachen. In de Steinbach omgehend arbeiten auch viele von unseren Mennoniten für Baucontractors oder sind selbst Baucontractors oder Subcontractors. Viele andere arbeiten da auch an den verschiedenen Fabriken, in Schlachterien, Restaurants, in Altenheimen oder als Mechaniker und so weiter. In als Sonne sind unsere Mennoniten in ganz Süd-Manitoba all ein sehr großes und wichtiges Part von der ganzen industriellen Wirtschaft oder Ökonomie geworden. Sie merken hier einen bedeutenden Beitrag zu der Ökonomie, vielleicht noch nicht mehr als in der Stadt Winkler. Viele von unseren Mennoniten sind hier in Manitoba durch ihr praktisches Weiten selbst erfinderische Fabrikanten geworden. Die erste von so einer Träg nach Manitoba gekommene Oldkolonier wohnen in Winkler, Manitoba, eigene Fabriken haben. Dort werden die vielseitig begabte Leibensbreiter, Isaac Leiven und Franz Leiven. Beide Breiter haben genug praktisches Weiten, dort sie als selbstgemerkte Engineers und Entrepreneurs erfolgreiche Fabriken zu entwickeln verstanden. Diese Breiter ihre buitengewöhnliche praktische Kenntnisse mögen einige von den buchgelehrten Architekten und Engineers in Winkler sehr neidisch, besonders über Isaac Leiven. Die waren so neidisch, dass sie dort mit Schluheit verursachten, dass Leiven seine Fabrik mit der Zeit angewohnen musste. Die Geschichte von dem Untergang von seiner Fabrik hat Leiven mehrmals selbst vertalt. In dieser tragischen Geschichte soll so leider dort, nochmals selbst in alle Einzelheiten beschrieben und veröffentlichen. Beide, Isaac und Franz Leiven, sind von der an in den sogenannten Ruhestand getreten. Sie merken sich aber immer noch nützlich mit ihrer besonderen entrepreneurlichen Begabtheit und Kenntnisse en ihre eigenen Workshops. En doen allerhand Sachen für Menschen, was andere nicht tun. Auch von der sind hier in Manitoba noch jüngere, von Mexiko zurückgekommene Männer, wo die Lebensbreiter ähnlich sind, und auch durch ihr praktisches Weiten Fabriken, Welding-Shops und andere Geschäfte erfolgreich Turanen verstehen. So als zum Beispiel John Reddecup in Plumcooley mit seinem J.R. Welding and Manufacturing Incorporated geschafft. Allside Screen Punching in Winkler, Giesbrechmaschinen in Plumcooley und viel verschiedene andere. Von den Fabriken wohnen von Mexiko trägt nach Manitoba gekommene Mennoniten, Oldkolonier in Kleingemeinde und der Arburg Manitoba umgehend haben, sagt Wilmer Leiven dit. Da ist George Wieb, die Arburg, mit seinem Tool and Die, Demo Machine Works, mit ungefähr 54 Arbeiter,
wovon die 40 von Mexiko gekommen sind. Da ist die Willi Dick Familie bei Arburg mit ihre 2 Fabriken, wieder Machine Incorporated mit ungefähr 100 Arbeiter, 30 davon sind von mexikanischem Hintergrund, und wieder Morris Incorporated mit ungefähr 50 Arbeiter, 30 mit mexikanischem Hintergrund. Und da ist Profab Industries Incorporated bei Arburg, wo ungefähr 80 Arbeiter sind, wie 70 mit mexikanischem Hintergrund. Und da ist OKNO Manufacturing bei Arburg, mit 6 Arbeiter, alle von Mexiko gekommen. Und da ist die Fabrik in Handelsgeschäft, Ride Service bei Arburg, mit 10 Arbeiter, alle von Mexiko. Dort merkt diese umgehend Mennoniten ein großes Part von Manitoba Economy. Die von Mexiko trägt nur Arburg, Manitoba, umgehend gekommene Geschäftseigentümer und Arbeiter in Manitoba sind größtenteils entweder originale Kleingemeinde oder mit Oldkolonie vermischte Kleingemeinde. Oder da sind auch Oldkolonie oder gewesene Oldkolonie Mann. Ich will hier nu zwischen nochmal was von einem ganz eigenartigen Geschäft in der Arburg, Manitoba Gegend vertellen. Dicht bei Arburg, Manitoba wohnt eine Familie, das sind unserem Bruder Wilhelm seine Kinder, Großkinder und Urgroßkinder. Und Bruder Hein und ich besuchten diese Familie dort ein paar Jahre zurückmal. Wie dort diese Kinder ihre eigenartige, sehr praktisch angerechte Vogelwirtschaft besagen, dann fallen mir da so bei, wo Bruder Wilhelm auch all immer so ein bisschen eigenartige Dinge zu tun pflegt. So als zum Beispiel mit seinem Burro, mit seinem Esel. Nicht mehr allerhand praktische Dinge tun, sondern als den Esel und der Kork bringen, um seinen Ball so ein bisschen zu disziplinieren, aber auch verschiedene andere Sporen damit zu merken. Bruder Wilhelm vertelt uns die Geschichte von seinem Ball und Burro mal ungefähr so. Er sagt, ans Ball wie mir ein bisschen zu sehr wird am Kork. Jeder Stück Fei muss da immer kreuz, wie genug im Stich bleiben. Dann brachte ich unseren vorigen Burro, die waren weiten, was ich mit dem vorigen Burro meine, das ist ganz ordentlich wäre, auch mal an das Kork nehmen. Und als der Ball den Burro auch ranbalsen will, dreht er sein Hinger eng nur am Hahn und verdrascht am so sehr, dass der Ball dort selbst auch mal mit der Angst zu tun krieg und sehr uitstürk. Er versucht, dass ich dort starke eiserne Haak uit het Kork rauszuranen, und dabei hat er sich das Haak über seinen Hals gestreift und rausgereten. Als der Bruder den Ball dort Haak vom Hals genommen und weiter an das Kork gebracht hat, dann wird er da wieder viel friedlicher gewasst, besonders mit dem Burro. Ich kann noch mehrere andere Geschichten vertellen, von wo Bruder Wilhelm diesen Burro zu allerhand praktische Dinge braucht, und wo er seine Großkinder und auch ihre viele Gast manche Freude gemerkt hat. Natürlich haben Bruder Wilhelm seine Großkinder, Monroe, Rebecca und Bonita, nicht all ihr praktisches Weiten von ihrem Großvater gekriegt, aber sie sind so lange bei einem Nobasch gewesen, dass vielleicht doch was von ihrem praktischen mit Dingen umgehen zu können, so ein bisschen von ihrem Großvater handliegend. Dann, wir sagen, in Hierdendorf in der Arburg-Gegend auch was ganz eigenartiges und in ihre praktisch angerechte Vogelwirtschaft. Würden ein lebensehre Kinder, Bruder Wilhelm seine Großkinder, Monroe, Rebecca und Bonita haben bei Arburg ein Geschäft, das nennt sich Monrebo Birds. Die Namen Monrebo ist abgestellt von der ersten Silbe von jeder ein von ihren Vornamen. Diese 3 Geschwister haben über 2000 Paar von verschiedenen stramme Brautvögel. Sie verkaufen und verschicken ihre Vögel weit und breit in Nordamerika. In dieser Vogelbrauerei oder an diesem Vogelzuchtgeschäft, wo über 2000 Paar Vögel ihre Junge haben, durch wieder dort so laut und so vielstimmig, dass man da binnen meist feilt, man muss auch erst ein Vogel worden, ehe man sich da binnen mit wem Wort vertalen kann. Und nu war das Trägno, was unsere Trägno Manitoba gekommene Mennoniten hier schaffen und was für Geschäfte die hier haben. Sehr viele von unseren Mennoniten sind in Manitoba Truckfahrer für große
in kleine trucking companies. Meestens Modemaner, aber auch atelijke frühers. Einige sind morgen früh taub Truckfahrer. Viele von unseren Mennoniten haben in Manitoba ihre eigenen Trucks und arbeiten damit für trucking companies, atelijke eigenen trucking companies, kleinere und größere, zoals Giesbrecht AP Trucking Incorporated in Altona, Patco Brothers Express and Blumenart, New Hope Transport Limited in Winnipeg, Jade Transport Limited in Winnipeg, Raleigh Transport Limited in Winkler, Eastview Truck Service Limited in Winkler, Zena Trucking in Morden und so weiter. Viele verschiedene andere. Viele von unseren Mennoniten sind Fachmänner und Fachfrühers geworden, zoals Schullehrer, Nurses Aides oder Nurses Helper, Buchführer, Schul-Textbook Editor, Salesmänner und Salesfrühers, sogar auf Koten und Personalmanager, Predikers und Pastors oder Pastoren, Computertechnicians und Computerprogrammer. Einige haben Computergeschäfte, zoals Circuit World Technology in Steinbach, andere mehr. Viele von unseren Mennoniten sind hier in Manitoba Lebensmittelproduzenten, zoals Carney's Meat Cutting in Hochfeld, Southern Meats in Johnsonfeld, Ready-Made Noodles in Winkler, Sunny Day Products Limited in Winkler, und CT Foods in Winkler. Das meint, sie haben Geschäfte, wo sie Eetwaren produzieren oder reiten und dann die verkaufen an die verschiedenen Sturen oder Lebensmittelhändler. Noch andere von unseren Mennoniten eigenen und handhaben in Winkler so Restaurants als Del Rios, Toppers und Dairy Queen. Sehr viele von unseren mennonitischen Frühers und Mädchen arbeiten an die verschiedenen Restaurants, Altenheime, Schulen und andere Institutionen als Körper oder Kochs oder Bedienerinnen oder Kellnerinnen, Wascher und Abwascher. Viele andere arbeiten als Home Care Arbeiter und noch andere besorgen regelmäßig die volltätige arbeitende Frühers ihre Häuser. Viele andere besorgen nur die Geschäftsstunden und die viele verschiedene Geschäfte. Die viele Trägnummern Manitoba gekommenen Mennoniten und ihre Nachkommen haben all vor vielen Jahren einen bedeutenden Beitrag gemerkt zu den Erfolg von den meisten Fabriken in Süd-Manitoba, besonders in Winkler, in Morden, aber auch in Carmen, Morris, Rosenort, Steinbach in Umgegend, Arborg in Umgegend und sogar in Winnipeg. Die haben noch einen bedeutenden Beitrag gemerkt zu der Construction-Industrie, zu dem Gebieterbau in Süd-Manitoba. Auch als Fachlied, Professionals, wann auch als ein viel kleiner Port, merken von unseren Menschen hier all einen bedeutenden Beitrag. Hier hat wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von was die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trägt, nach Manitoba gekommene Mennoniten, in denen ihre Nachkommen hier schaffen, und auch was davon, was sie hier in Manitoba für Geschäfte eignen, und so weiter. Aber nächstes Mal. Ich bin George Rempel.